Viele sind nach Samarias, habe ich Zacharias' Prophezeiungsleut betrachtet. Für mehr als 9 Monate muss Zacharias wegen seiner Zweifel stumm sein. Er kann nicht reden. Aber dann aus seiner Stimme war der Trägheit in seiner Zunge losfahrt. Was deut er? Okay, so noch als er reden können, dann schreibt er Johannes ihn nur ab dem Teufel, dass sie ihn sehen, Johannes heiten soll, sei gut. Und dann wird Luther, dann aus das alles geschehen wir, und Gott sagt, seine Stimme war der Trägheit. Was deut er? Kurz am Anfang. Wird Luther? Er dankt Gott, er lobt Gott. Er lobt Gott für die wunderbare Botschaft, was der Engel Gabriel am 9 Monate Eier gab. Nicht bloß, dass er wird Futter worden, aber dass der Messias kommen wird. Er lobt und dankt Gott im prophetischen Sinn. Er prophezierte von dem Messias und von der Arbeit, die sie sehen, Johannes tun wird, um die Menschen heute für den Messias reich zu machen. Und von der Samarias, wo wir dort gerade Weihnachtsleid am Lukas-Evangelium studieren. Und das Lobleid ist das einzige an dieser Serie, wird nicht von Menschen, sondern von einem Engel Gottes, oder von Engel, besser gesagt, gebracht wird. Ein Leid von Gott selbst, oder von den Engeln vom Himmel selbst. 6 Monate sind all nie vergangen seit den Ereignissen von unserer letzten Studie. Und Gottes Wort erklärt in Lukas Kapitel 2, diese Verse habe ich für uns am Anfang nicht gelesen. Aber so sagt Gottes Wort uns, wo der Kaiser Augustus befuhlte seine Zeit, dass all seine Menschen sollen geteilt in einem Tagsregister eingeschrieben worden. Und jeder ging durch Hand, wo er geboren wird, um sich anschreiben zu lassen. Und dann ging Josef von Nazareth in Galiläa, wo ging er hin? Nach Bethlehem. Gut. Warum nach Bethlehem? Weil sein Stammvater, der König David, geboren wird. Um sich mit Maria anschreiben zu lassen, weil Maria kam auch vom selben Haus, vom Haus Davids. Und gerade als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit, dass Maria das Kind zur Welt bringen muss. Und sie brach ihren ersten Sohn zur Welt, wackelt am an Wingeln und lädt an die Vatergrab, wie es am Gasthaus oder Jashaus kein Ruhm zu finden wird. Das ist doch nicht interessant. Wo Gott all diese Dinge lenken deit. Wenn du nicht kriegst dann so eine Census wie du warst, dann wird Jesus nicht in Bethlehem geboren sein. Und dann wird die Prophezeiung von wo der Messias in Bethlehem geboren wird, dort wird dann nicht vollkommen gewesen sein, dann wird das nicht passiert haben. Aber Gott deit all diese Dinge lenken, wie wollen Luther warte sein, wo Gott all diese Dinge in seiner Hand hat und wo er alles lenken deit. Und nun war ich für uns die Verse 8 und 9 lesen, um den Kontext unserem Text zu kriegen. Verse 8 und 9 sein. Und die gegen wir an die nach Schubhort ab der Stab und wirkten über ihre Herd. Und plötzlich stand den Herrn sein Engel vor an und Gott seine Herrlichkeit mögt dort an so dach, dass eine große Angst überkam. Bethlehem, an der wir ganz voll Menschen. Die wären viele Menschen gekommen, wegen dieser ganzen Census, sich anschreiben zu lassen. Und wir losen, wo Maria Jesus an eine Vatergrab leihen muss, wie es am Jashaus kein Ruhm zu finden wäre. Und wenn Bethlehem voll Menschen wäre, weil wir daran denken, auch welche Menschen wären damals in Bethlehem, wenn Bethlehem voll Menschen wäre, woran erschien der Engel Gottes den Schubhort aber starb? Habe ich uns mal den Frau gestellt? Woran kriegt diese? Schubhort wären durchschnittlich arme Menschen zu der Zeit, die angenommen werden, um andere ihre Schub zu pflegen und von Raubtieren und Reben zu schützen. Die wären nicht welche Menschen. Dass wir nicht eine sehr leichte Abgut, was sie haben, und nicht eine sehr magliche Arbeit. Dass wir eine Arbeit, die die meisten Menschen nicht ihren tun würden, wenn sie nicht wirklich ein Hort für Schub haben. Dass wir ein einfacher Schub haben. Und obwohl Schubhort nicht als welche Menschen damals sein werden, weit wie dort Gott Schubhort eine Vergangenheit, welche Abgaben berauben hat.
Habe ich was ein Beispiel? Wer wir mal Schub hat in der Bibel? David? Ja, sei gut. Wer noch? Mose? Ja. Sag noch mehr Beispiele. Wer hat ein Beispiel? David sind Schwierfutter wie auch. Saul. Saul wie auch ein Schubhort euer hier kennig war. Und ich denke auch an die Patriarchen, die Sturmführer Israels, die 3 Männer, wer wären die? Dankeschön. Abraham, Isaac und Jakob, die wären auch Schubhort. Und das wären alle wichtige Menschen. Sehr wichtige Menschen. Aber die wären am Anfang bloß Schubhort. Liebe Schwester, Gott weiß, was es meint, ein Hort zu sein. Er weiß, dass es nicht leicht ist, ein Hort zu sein. Er kann mit Hort mitfeilen. Er weiß, was es meint, sich um die Bedürfnisse der Menschen an seine Herd zu kümmern. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 11, ich sehe den guten Hort. Der gute Hort gibt sein Leben für die Schub. Das ist, was ein guter Hort tut. Und der Psalmist David, das wir am Anfang, oder euer Hirten, der wir auch einen Schub hat, und er erklärt in Psalm 23, wo das erst zu Gottes Herd zu gehören. Er sagt, der Herr ist mein Hort, mir wird dort an nichts fehlen. Er bringt mich ab der grünen Weide und lässt mich bei frischen Wutter reben. Er gibt mir eine Säule nie Kraft. Er lädt mich ab gerechte Wege, sie nun sind Torven. Und so wieder. Die Verse, die kann wie Gott. Gott ist ans Wort, der will ans Wort sein. Und wenn wir weiten, wo Gott in der Vergangenheit Schub hat gebraucht hat, für welche Dinge zu tun, dann ist es leichter für uns zu verstehen, woran er an sich beschlossen hat, Schub hat zu erst, der nur Recht von Jesu Christi seine Geburt zu bringen. Schub hat, einfache Schub hat. Und noch ein Grund dafür, wie dort Gott will haben, dass die Menschheit weiten soll, dass Christus für alle Menschen gekommen wird, auch für Schub hat. Der niedrigste von der Gesellschaft. Jesus selbst ward in einer sehr armen Umgebung geboren. Er ward in einem Stall geboren, an einer Futterkrab geleitet. Und hier sei wie wo Gottes Hand war alles lenken. Da Josef holt genug Geld mit sich, so dass Heil Maria im Jashus wurden schlupen können, über die wir alle fallen. Was glaube ich, woran will Gott der zu stehen? Ja, wegen viele Menschen, die können sich dort nicht leisten, in einem Inn oder Hotel zu übernachten. Er will haben, dass alle Menschen mit Jesus mitfeilen können. Wo dort feilen wird, nichts zu haben. Und dort alle Menschen kriegen dann, wo viel wir haben, wo wenig wir haben. Dass wir weiten dann, dass er ist auch für mich gekommen. Er ist für uns alle gekommen. Und Gott hat es dort gewollt. Kann ich über alle Königs über ein Futtergrab geleicht. Das ist ein sehr wichtiges Bild für uns, das wir niemals vergessen sollen. Jesus Christus ist für alle gekommen. Die Schubhort hatten am Anfang Angst vor den Engel Gottes. Was glaube ich, woran? Würden wir auch nicht Angst gehabt haben? Ja. Wenn ein Engel Gottes ein Tag mal zu uns reden wird. Die hatten wahrscheinlich gedacht, dass der Engel gekommen wäre, an zu verurteilen. Aber der Engel sagte, der hat, fürchtet nicht, Verse 10 und 11, fürchtet nicht, horcht, ich bringe ihnen eine gute, große Friedensnachricht, wozu sich alle Menschen freuen wollen. Jünd es diese Nacht, wozu sich alle Menschen freuen wollen, jünd es in dieser Nacht, an David seiner Stadt, sagt er, der Heiland geboren, der Herr Christus. Diese Botschaft, wie eine wichtige Botschaft, und dort hat, was alttestamentliche Prophezeiungen völlig erfüllt. Dort gibt es sehr viele Prophezeiungen über, wo Jesus
kommen wird. Aber wurden die heute diese Prophezeiungen oder diese Schriftstellen gekannt haben? Was glaube ich? Ich bedoel. Die Pharisäer ja, die Schriftgelehrten ja, aber der einfache Schubhort aber starb, das bedoel ich. Ob sie diese Prophezeiungen gekannt haben. Ein Kommentar sagt, ein Großport von der Bedienung von dieser Verkündigung durch die Engel ward für den Schubport verloren. Wir sei nicht an die alttestamentlichen Prophezeiungen gelehrt werden. Und über wir das Gott ganz okay. Wurden sie mit den heiligen Schriften Gott bekannt gewesen sein, dann haben sie sich den Nurrechten von den Engeln nicht geglaubt, wie es Jesus in einem Stall geboren ward und nicht am königlichen Palast in Jerusalem. Während Jesus in irdischen Dienst wollen viele Schriftgelehrte und Pharisäer die Autorität Jesu nicht annehmen. Wir sie im Verrät all Vorstellungen darüber haben, wo Messias sein wird, was er für die Menschen tun wird, besonders für die Juden tun wird. Und wie es Jesus dann anders wird, als sie sich vorgestellt haben und andere Dinge deuten, als was sie dachten, nehmen seinen Arm nicht ab. All Weiten über die Prophezeiungen und über Gottes Wort hat auch nicht viel geholfen, wie sie die Schrift falsch bestimmt haben. Und trotzdem. Die haben so viel gewusst und trotzdem haben sie ihn nicht abgenommen. Und diese Schubhort, die nehmen ihn ab. Die nehmen ihn ab. Dort ist Gott möglich, dort diese Schubhort, dort wird Christus motiviert worden, wird Messias bedienen wird, und gewiss worden, dort das hebräische Volk ab einen König lernen dort, dort ist Gott möglich. Wo die Engel dann sehen, kommen, jünd als Christus geboren. Dort wird Christus, haben sie vielleicht gekannt. Und sie glaubten dem Engel, dass dieser König, dieser Christus gekommen wäre. Die hatten eine sehr einfache Glauben, aber dort hat er geredet. Und hier denke ich an Kinder, nicht? Wenn ich meine Kinder sage, wer will ernstlich dafür beten, dass das passieren wird, oder passieren soll? Die beten vom Herzen. Und die glauben vom Herzen, dort wird so sein. So ein Glauben will Gott von uns alle haben. Dieser Schubhort hat nicht viel gewusst, aber dieser Engel sieht an Kimmel, jünd als von der Christus geboren. Und der hat vom Herzen geglaubt. Und das wird wie auch da sagen. Jesus hat so viel Wunder für die Pharisäer getan. Er hat ihnen so viele gute Dinge verteilt, über wo Gott ist und wo Gottes Reich ist. Und die nehmen ihn nicht ab. Die haben eine andere Art Glauben. Gott will haben, dass wir so Kinder sollen sein, dass wir so glauben sollen, als Kinder ans Glauben tun. Der Engel sagt dann in Vers 12, wo sie Jesus würden finden kann. Die wollen ein Kind finden, dort ein Wingeln angewickelt ist in einer Kräbe liegt. Vers 13 und 14. Dann stünden bei dem einen Engel plötzlich ein großer Schafengel und sie lobten Gott und sagten, lud Gott am höchsten Himmel ihr kriegen und die Menschen ab ihr Fried, die an die heißen gefallen haben. Und obwohl kart als dit Weihnachtsleid, was wir von der St. Marius nach mit Gottes Haupt siegen wollen. So wir haben den Kontext nu, wir wollen nu diese Verse mit Gottes Haupt studieren. Und der Engel Lobleid kann an 3 Hauptteilen geteilt werden. Erstens sein Vers 14. Lud Gott am höchsten Himmel ihr kriegen. Und um diese Bete zu verstehen, werden wir den Engel selbst nu ein bisschen betrachten. Ein Bibelgelehrter erklärt, dass der ursprüngliche griechische Wort, der hier für ein großes Schafengel gebraucht worden, Militärarmee oder Truppen von Engel bedienen down. So ein großes Schafengel, der wird selbst bedienen Militärarmee. A military or an army of angels. Wenn wir an die Weihnachtsgeschichte denken, dann, wir haben mal die Bilder gesehen, wo diese Engel vor der Schubhort kommen und du sind ein paar Stück, vielleicht 2 oder 3, und die verkündigen diese wunderbare Nachricht. Nur das wie eine ganze Armee voll Engel, wird Gott loben und preisen deuten. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, wo herrlich dort wir. In der Bibel erwähnt so eine Engelarmee an 2. Könige 6. Und ich glaube, wie kann die Geschichte gehen?
Der König von Aram schickte seine Armee, um den Prophet Elisa festzunehmen. Und als Elisa einer der Soldaten sah, dann hat er seine Angst. Und dann sagt Elisa über Taam, du brauchst gar nicht Angst haben. Der wird für uns sein, sind viel mehr als der wird für uns sein. Und Elisa bet, Vers 17, 2. Könige saß, Elisa bet, Herr, merk seine Augen up, dass er sein kann. Und der Herr mögt dort, dass er deiner sein kann. Und er sagt, dass der Boy Ram Elisa voll von Vieh piert in Wehrus wird. Und an diesem Tag, seit Lukas 2, erschien der Engelarmee, der in der Bibel fällt als 10.000 mal 10.000 beschrieben wird. Wer weiß hostig, was 10.000 mal 10.000 ja. Wenn ich reich sehe, gibt es wie viel? 100 Millionen. 100 Millionen. Gottes Armee wird fertig als 100 Millionen beschrieben. Und diese Engelarmee verherrlicht Gott wie seinen Engel oder seinen Kommandant, Engelkommandant. Jesus Christus als der Engelkommandant. Der ist der Förster von Gott seiner Armee. Nicht? Dass dieser Kommandant gekommen wird. Nicht bloß gekommen wird, aber als Kind geboren wird. 100 Millionen vielleicht. Lobt den Gott. Der Kommandant wie gekommen, an Wingeln angewackelt und in einer Futtergrab gelegt. Gott sei Dank. Durch Jesus wurden die herrlichen Eigenschaften Gottes der Menschheit endlich offenbart. Menschen wurden die Gelegenheit kriegen, Gott selbst kennenzulernen. Und Adam Clark schreibt, die Engel erklären dort, indem Jesus Mensch wird, wurde die Herrlichkeit Gottes offenbart worden, wird Gott noch mehr verherrlichen wird. Nicht bloß am höchsten Himmel, wo die Engel sind, auch unter den höchsten Kreaturen auf der Welt, der Menschheit. Wirst du dadurch wurden Menschen Gott seine Eigenschaften lernen, die ab kein anderer Weg gingen bekannt zu merken. Wie kann Gott selbst kennenlernen? Durch Jesus Christus. Und die Engel sehen, lud Gott im höchsten Himmel ihr kriegen. Und dann sagen sie, und die Menschen ab der ihr Fried. Und diese zweite Teil vom Engelbotschaft wie eine Friedensbotschaft. Und wie in unserer englischen Serie nach dem messianischen Titel Friedensprinz betrachten will, wo ich hier nicht viel über das sein. Einen Punkt über will ich noch erwähnen. Wenn Jesus gekommen ist, um der Menschheit Frieden zu bringen, worum sagt er dann in Matthäus Kapitel 10, Verse 34 bis 36 folgendes. Hört, was Jesus sagt. Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden in diese Welt zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, aber das schwirrt. Ich bin gekommen, ein Mann gegen seinen Vater zu sagen, und der Tochter gegen ihre Mutter, und der Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Und ein Mensch, seine Fien wollen aus seinem eigenen Haushalt sein. Und dann in Verse 21 und 22 sagt Jesus noch, ein Bruder wird seinen Bruder zum Tod verraten, und ein Vater den sehen. Kinder wollen gegen ihre Eltern abstehen und die zum Tod verursachen. Sie wollen um meinethalben von allem Mund verstaat worden, sagt Jesus Christus. Wo kann wir dort verstehen? Die Evangeliumsbotschaft hat viele Spannungen zwischen Menschen gebracht. Und ich glaube, viele von uns haben es selbst persönlich belebt. Haben wir nicht? Als wir Kinder Gottes warten? Als wir Jesus Christus selbst annehmen? Wo da nur dem, wie nicht mehr, wie die Eltern, wie im selben Tag sagen können? Was die Kinder vielleicht ernten mussten? Nicht mal in die Haus kommen können? Wenn wir das persönlich belebt haben, wo seien die Engel dann, dass Jesus Christus Frieden bringen wird? Wo können wir das verstehen? Und diese Trennung oder Uneinigkeit zwischen Menschen, das kommt nicht von Gott, liebe Geschwister. Das kommt vom Satan. Die das Evangelium annehmen, die kriegen Frieden mit Gott. Und auch den Verlangen, friedlich mit Menschen zu leben. Gott gibt uns so ein Verlangen am Hort. Aber Satan braucht Menschen zu hindern, das Evangelium anzunehmen und dass sie Leiber vom Evangelium beleidigt werden.
Und Paulus will haben, dass wir daran denken sollen, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen haben. Weil Menschen uns nicht mehr abnehmen wollen, das tun sie nicht aus sich selbst. Paulus sagt, wir kämpfen gegen Gewalt hier, weise Geister von der Himmelswelten und mit Gewalten und Herrschaften von dem Düsteren, der über diese Welt herrschen. Das wird so tun. Um den geistlichen Frieden in Christus zu behalten, müssen wir ständig gegen so tun stehen und kämpfen und siegen. Und das, liebe Geschwister, ist bloß dann möglich, wenn wir an Jesus blieben und in armen Luten für uns zu streiten. Das hilft nicht, mit Menschen zu streiten. Das hilft nicht. Wir sollen Menschen wiesen, wer Jesus ist. Wiesen, was Jesus an uns zu tun hat. An Leib wiesen. Wir sollen Friedensstifter sein. Mit Menschen zu streiten hilft nicht. Wir sollen gegen die böse Geister, die böse Kraft kämpfen. Und wir sollen Gott luten für anstreben. Der Engelarmee sagt zu den Schubhordanen, Vers 14 wieder, lut Gott am höchsten Himmel ihr kriegen, und die Menschen ab der ihr Fried, die und die heißen gefallen haben. Ein Kommentar erklärt, der Fried, von dem die Engel reden, ist nicht für alle. Und das griechische Wort an Vers 10 für alle Menschen gebraucht wird als Leos, von dem das Wort Lehen hier kommt. Die Leos sind alle Menschen Gottes Volk. Leos wird das Wort, mit dem die Israeliten, Gott sein besonderes alttestamentliches Volk, beschrieben wird. Wie, die wir dort nie Israel sind die Leos Gottes. Die beste Übersetzung, die griechischen Gelehrten für diese Friedensbotschaft gefunden haben, ist, Fried soll unter den Menschen sein, die an Gottes Wohlgefallen stehen. Und dann sagt der Schreiber, wenn du in der Lehre bist, dort unternehmen, was Gott dir geben will, dann ist die Friedensbotschaft für dich. Und dann sagt er, ich würde wollen, dass für alle Menschen wir. Gottes Evangelium ist für alle Menschen, liebe Geschwister. Aber bloß die das annehmen, kann Gottes Frieden kriegen. Wo kommt Gottes Gefallen über uns? Stehen alle Menschen in Gottes Gefallen? By doing His will. Und was ist Gottes Wille? Für alle. Dort wir uns am Hand geben, dort wir uns bekehren und dann uns Gottes Hand geben. Ja. Wenn Menschen ihre Sünden bereuen und die Gott bekehren, wenn sie ihre Horten Gott Hand geben, wenn sie vom Horten glauben, dort Jesus Christus Gottes sehen erst, der sein Leben für alle Menschen angelegt hat, dort er von dort abgestoßen ist. Wenn die Erlösung persönlich belebt haben und erfahren haben, in ein Leben führen, wo durch Gott verherrlicht wird, ein herrliches Leben führen, dann hat Gott sein Gefallen an uns. Und dort meint, dass wir Frieden in unseren Horten haben und Frieden mit Gott haben. Was für ein wunderbares Loblied von der Engelarmee Gottes gebracht. Und weil wir daran denken, dass der größte Krieg auf dieser Welt, der jährliche Krieg zwischen Satan und Gott ist. Und dass Jesus Christus diesen Krieg durch seinen Tod und Auferstehung gewinnen wird. Kein Wunder, dass Gott seine Armee schickte, um die Ankunft Christi zu verkünden. Dadurch wussten die Engel, dass der Sieg dich wie wir. Das wird nie Mess sein. Sie lobten Gott für seinen kommenden Sieg und wo das alle Menschen helfen wird, die ihren Kommandant als Herr und Rat persönlich annehmen würden. Wir lesen an Lukas 2, Vers 15 und 16. Und als die Engel waren Tränen im Himmel fuhren, dann sehen die Hort eine zum anderen,
dann wollen wir nu fort nach Bethlehem gehen, in der Geschichte unserer Siegen, der Herr uns hat weiten luten. Und sie spauten sich dort seine Hand kämen und fangen Josef und Maria und du auch dort tjent, dort an der Grab lag. Der Schub hat den Krieg dort, was Gott von allen Menschen von der und Tag verlangt, wann wir Gottes Wort hören sollen. Gottes Wort nicht bloß hören, aber auch annehmen und dann ausleben. Weil wir Schwester dort halbt uns nicht, wenn wir jeder Sinn nach Gottes Wort hören und dort niemals annehmen sollen oder anwenden sollen. Jakobus sagt in Kapitel 1, Vers 21 bis 22, nehmt dort Wort wahrlich ab, dort ein Jünd geplant ist, an der Kraft hat, jene Säulen zu raten, jemanden über euch down, was dort Wort sagt, wir es bloß hören, riecht nicht. Können wir uns feststellen, wenn dieser Schubhort durchgeblieben wird, du, wo sie wird, bloß aber starb, mit der Schub. Wenn sie bloß dort deuten, würden wir von dieser Geschichte nicht haben. Wenn es was deuten sie dann, sie gingen durch Hahn, was deuten sie durch, aus Jesus fangen, und seine Augen durchfangen, was deuten dieser Schubhort? Am Anbeten, ja, was noch? Die lobten und preisen Gott, was noch? Die verteilten die anderen durch, was an passiert wird. Und wenn sie dort nicht hören, tun, dann würden wir von der erdigen Geschichte hier nicht mehr in Gottes Wort haben. Sie nehmen Gottes Wort ab, sie deuten Krieg, was Gott von an will haben, und du wegen habe wird von der hier bei. Einfache Schubhort. Lukas 2 ist einfach die ganz scheinste Botschaft in Gottes Wort. Und das kommt von Schubhort. Ist das nicht wunderbar? Dank Gott, dass diese einfache Schubhort dort deuten, was Gott von an will. Und wenn Gott uns was wiesen wird, was wir für arm tun soll, wir sollen niemals glauben, ich bin bloß ein einfacher Mensch, ich kann nicht viel Schau gehört, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Diese haben noch viel weniger gehört. Da lobten Gott und preisen sie nun. Weil wir einmal dort tun, was Gott von uns war. Mag Gott uns helfen. Amen.